wow, wo sind wir denn da heute gelandet? Du, das sieht ja mega kräftig und so explosiv aus. Voll. In der Lescherie geht es nämlich um das Kommen vom Heiligen Geist. Cool. Und das war ja mega kräftig und explosiv, gell? Oh ja. Hey, wir haben doch erst gerade einen Viertag gehabt. Wisst ihr noch welchen? Genau, Auffahrt war letzte Woche. An diesem Viertag haben wir gefeiert, dass Jesus in den Himmel aufgegangen ist zu seinem Vater. Genau. Bevor er aber in den Himmel gegangen ist, hat er gesagt, die Jünger sollen fest beten und auf den warten, der nach Jesus kommt. Und der wird nie mehr weggehen, hat Jesus gesagt. Und das ist eben 10 Tage nach Auffahrt passiert, ab Pfingsten. Genau. Und Pfingsten feiern wir ja am Montag. Dann ist eben der Heilige Geist zu uns auf die Welt gekommen. Genau. Ein Geist. Ja, aber ganz ein lieber, kräftiger und nicht so ein herziger kleiner Geist. Okay. Hey, aber komm, jetzt wollen wir doch zuerst zusammen Gott loben und preisen. Wir singen zuerst das Lied Jesus ist grösser. Und auch wenn wir wirklich proklamieren, dass Jesus so viel grösser ist, wie jeder andere, wie alles, was es auf dieser Welt gibt. Er ist so gross. Lasst uns doch zusammen aufstehen. Könnt ihr gerade jetzt aufstehen mit uns? Jesus ist grösser. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Jesus ist grösser. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Nicht aber auch gar nicht übertrifft ihn. Nicht aber auch gar nicht ist ihm schwer. Nicht aber auch gar nicht kann man seine Liebe nehmen. Nein. Nicht aber auch gar nicht übertrifft ihn. Nicht aber auch gar nicht ist ihm schwer. Nicht aber auch gar nicht ändert dran. Jesus ist und bleibt der Größte. Oh Jesus ist grösser. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Jesus ist grösser. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Nicht aber auch gar nicht übertrifft ihn. Nicht aber auch gar nicht ist ihm schwer. Nicht aber auch gar nicht kann man seine Liebe nehmen. Nein. Nicht aber auch gar nicht übertrifft ihn. Nicht aber auch gar nicht ist ihm schwer. Nicht aber auch gar nicht ändert dran. Jesus ist und bleibt der Größte. Oh Jesus ist grösser. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Jesus ist grösser. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. So, jetzt können wir wieder ein bisschen zusammen tanzen. Die wollen, können sich ein bisschen mehr bewegen. Oder ein bisschen weniger, wie ihr wollt. Yeah, cool. Zeigt mal eure Moves. Über den. Wisst ihr noch? Oder mit der Bora. Genau. Und jetzt geht es ja heute nicht um Jesus, sondern um den Heiligen Geist. Ihr könnt jetzt eigentlich das nachsagen, was Deborah sagt. Ich sage jetzt, der Heilige Geist lebt. Wo? In mir! Der Heilige Geist lebt. Wo? In mir! Nochmal alle zusammen. Sind ihr dabei? Und
Der Heilige Geist lebt. Wo? In mir. Der Heilige Geist lebt. Wo? In mir. So, und jetzt kommen wir tanzen. So, ein bisschen drehen. Bis Flugi. So, und jetzt Pyramide. Kennen ihr die? Die machen so. Der gibt er. Gut. Jetzt wird Hühnli. Genau, so macht das Hühnli. Cool. Dann wir ein bisschen lockern. So mit den Schultern. Bevor wir zum Thema gehen, machen wir zusammen ein Quiz. Yes. Ich stelle euch eine Frage und gebe euch 2 mögliche Antworten. Aber nur eine von diesen Antworten stimmt. Du musst also entscheiden, ob es A oder B ist. Es sind Fragen, wo es um Jesus geht. Genau. Und am besten nehmt ihr einen Stift und ein Blatt Papier und notiert euch eure Antworten. Dann dürft ihr uns nachher die Antworten schicken. Und wir dann wieder jemanden auslosen, der gewonnen hat. Und der bekommt einen coolen Preis. Ja. Also mach doch da kurz Pause beim Video und holst alles, was du brauchst. Wenn du bereit bist, machst du einfach wieder auf Play. Also, die erste Frage ist, an welchem Wochentag ist Jesus auferstanden? Ist das A, an einem Sonntag oder ist das B, an einem Montag? Welches ist es, A oder B? Die zweite Frage ist, wo ist er den Jüngern erschienen? Am Jordan oder am See Genezareth? Die dritte Frage. Wie viele Tage ist Jesus noch den Jüngern erschienen, von Ostern bis er nachher auferstanden ist? Sind es A, 10 Tage oder sind es B, 40 Tage? Schwierig, hä? Und die letzte Frage. Auf was ist Jesus in den Himmel hochgefahren? Auf einer Wolke, das wäre A, oder auf einer Taube, das wäre B. Schreibt ihr doch die Antworten auf, ob es jeweils 1a ist oder 1b, dann beim 2, beim 3 und beim 4. Schickst du uns ein Foto von deinem Zettel oder schreibst du es uns ins Mail rein und schickst es uns. Dann werden wir nächste Woche auslosen. Hallo, Señor. Dios es grande. Jesus! Halleluja! Halleluja! Hey! Hey, was ist denn mit euch los? Habt ihr zu viel getrunken? Noch so draus. Sorry, also wir haben etwas mega Krasses erlebt. Ja, also was denn? Also, schau. Willst du erzählen? Okay, ich muss mich beruhigen. Also, weißt du noch, dass Jesus, bevor er in den Himmel gegangen ist, hat er gesagt, es wird einer kommen nach ihm. Ja, das habe ich mal gehört. Also, was, und ist denn der jetzt gekommen? Ja, er ist eben gekommen. Es ist Gott selber. Wie? Ja, also okay, nicht so richtig Gott. Also, warte, ich erkläre es dir. Gott besteht aus 3 Personen. Ein Vater im Himmel, Jesus, der Sohn und eben der Heilige Geist. Und der ist eben gekommen. Oh, wow. Das ist ja mega krass. Und wie ist er dann? Also, ist er so, kann man ihn so sehen, also so wie Jesus? Nein, weißt du, er ist eben wie ein Geist. Man kann ihn nicht sehen, aber man kann ihn spüren. Und das ist einfach so unglaublich, das Gefühl. Das ist so krass. Schau, es ist so passiert. Jesus hat ja gesagt, wir sollen warten und beten und hoffen, dass der Heilige Geist kommt. Ja. Das haben wir dann gemacht. Ja. Wir waren auf dem Estrich, haben dort alle einen Kreis gemacht, haben gebetet und gefleht, 10 Tage lang. Und dann, plötzlich hat es geruscht und es ist laut geworden. Und dann ist Feuer erschienen. Und die Flamme hat sich aufgeteilt auf unsere Köpfe.
Und dann haben wir einfach plötzlich so eine Freude in uns hineingehauen und so ein Feuer, dass wir einfach angefangen haben, Gott loben und preisen. Und wir haben einfach so eine Freude bekommen. Wir können immer aufhören tanzen und lachen. Ja, und das müssen wir jetzt allen Menschen erzählen gehen. Ja. Allen. Sie sollen umkehren und an den Gott glauben und umkehren von ihrem Egoismus. Genau. Okay, okay. Hey, schau, dort ist euer Kollege, da, der Petrus. Der Petrus? Was macht der? Weißt du, ich glaube, er fängt jetzt aber an zu predigen von all diesen 1000 Leuten an. Aber ist er dann nicht nervös? Also, das sind ja mega viele Leute und er ist so ruhig. Nein, weißt du, der Heilige Geist gibt eben Mut. Ja, komm, wir hocken an und hören ihm zu. Okay. Oh, wow! Der Heilige Geist ist tatsächlich gekommen. Du, aber wie war das gemeint, dass Gott aus 3 Personen besteht? Also, Gott besteht aus dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ja, das ist ein bisschen komisch, gell? Gott ist 1, aber auch 3. Wir kennen das ja eigentlich auch von anderen Sachen. Ich mache ein Beispiel. Was ist das? Wasser. Genau, das ist Wasser. Und was hat es für Eigenschaften? Also, wenn man so lange, das ist nass und es ist flüssig. Genau. Und wenn ich das Wasser jetzt in den Tiefkühler tue, dann wird es zu... Es wird zu Eis, Genau. wo hart und kalt ist. Darf ich so eine Genau. nehmen? Sicher. Aber es ist aus dem gleichen Wasser gemacht. Also es sind 2 verschiedene Sachen, die aber eigentlich aus dem Gleichen kommen, die eigentlich das Gleiche sind. Gibt es noch eine dritte Sache, die man mit Wasser machen kann? Nein, mir fällt jetzt einfach gerade nichts ein. Also, was passiert, wenn Mami Spaghetti kocht? Was passiert mit dem Wasser? Dann verdampft das Wasser. Dann wird es fast durchsichtig. Es sind eigentlich ganz viele so kleine Wassertröpfchen, oder? Wo so leicht werden und sie in die Luft gehen und verschwinden. Genau. Also, das wäre der Dampf da hinten, den ihr seht. Seht ihr, wie es dampft? Da innen ist nämlich Wasser und das geht so auf in die Luft. Man sieht es fast nicht. Da mit dem Hintergrund sehen ihr es vielleicht ein bisschen besser. Da sehen wir es noch ein bisschen besser. Das ist cool, oder? Und so ist es auch bei Gott. Er ist zwar eine einzige Person, aber er ist eben in 3 Personen auch aufgeteilt. So wie beim Wasser, wo eigentlich immer das Gleiche ist. Also es ist bei diesen 3 Sachen ist genau das gleiche Wasser drin, aber es hat unterschiedliche Formen. Wenn ich jetzt also zu Jesus bete, dann bete ich automatisch auch zu Gott, weil Jesus ist auch Gott. Wenn ich zum Vater im Himmel bete, dann bete ich auch zu Gott. Und heute haben wir ja die 3. Person kennengelernt, den Heiligen Geist. Wenn ich also sage, dass der Heilige Geist zu uns Menschen kommt, in unser Herz, dann ist es so, als wäre Gott selber in uns. Oder eben auch Jesus. Sie sind die gleichen, aber irgendwie auch unterschiedlich. Im folgenden Bild, das jetzt gerade hier eingeblendet wird, sehen ihr, was ich meine. Auf der einen Seite sehen ihr eben das Wasser, das H2O, wie man es auch nennt, das in 3 verschiedene aufgeteilt ist. Und auf der anderen Seite des Bildes sehen wir das Dreieck, wo man sieht, dass diese 3 nicht das Gleiche sind, aber alle 3 sind Gott. Sie gehören einfach ganz fest zusammen. Sie sind eine Einheit. Es ist ein Gott, aber alle 3 haben unterschiedliche Aufträge. Jesus ist als Gott und Mensch gekommen, damit er für unsere Sünden zahlen kann. Der Heilige Geist ist aber gekommen, damit er bei allen Menschen sein kann, die an Jesus glauben. Und dass er allen Kraft und die Liebe von Gott geben kann, die das auch wollen. Und darum hat Jesus gesagt, es ist gut, dass der Heilige Geist kommt, weil so kann er bei allen Menschen sein, die ihn wollen. Das ist schon mega cool. Und vor Pfingsten haben sie dann den Heiligen Geist nicht gekannt? Doch, es hat ihn auch gegeben und er hat vieles bewirkt und hat auch immer wieder Leute berührt. Aber so richtig in dem Menschenleben, das ist erst seit Pfingsten so. Also ist das dann heute auch so?
Ja klar. Wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann kommt der Heilige Geist in dein Leben. Er ist also schon bei dir, falls du die Entscheidung für Jesus schon mal getroffen hast. Und der Heilige Geist gibt uns ganz, ganz vieles. Er ist unser Helfer. Er ist immer bei uns und er unterstützt uns. Er gibt uns auch eine tiefe Freude und eine tiefe Zufriedenheit. Er gibt uns aber auch Mut. Und das haben die Jünger ganz, ganz fest erlebt. Die Jünger waren vorher eher so ein bisschen scheu und zurückhaltend. Nach Pfingsten sind sie richtig aufgeblüht und haben allen Menschen von Jesus erzählt. Sie sind plötzlich so mutig geworden. Ja, und so wirkt der Heilige Geist auch heute. Er beschenkt uns mit so vielem. Und er ist in uns. Aber hast du gewusst, wir können ihn jederzeit bitten, uns immer mehr zu füllen. Er soll uns immer mehr beschenken. Nicht, damit es uns besser geht, nein, sondern damit wir noch mehr für Gott tun können. Dass wir noch mehr Leute von ihm erzählen können. Dass wir noch mehr Gutes tun können. Und das wollen wir gerade zusammen machen. Wir wollen den Heiligen Geist bitten, dass er uns füllt. Könnt ihr einfach die Augen zumachen und mit uns zusammen zum Heiligen Geist beten. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Danke, dass du gekommen bist, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist. Danke, dass du in unseren Herzen drinnen lebst und dass du so vieles in uns bewirkst, dass du uns Kraft schenkst, dass du uns Mut schenkst, dass du uns aber auch eine Liebe schenkst für andere Menschen und für dich, wo wir alleine von uns aus nicht könnten. Wir wollen dich jetzt gerade bitten, dass du uns füllst, dass du kommst mit deiner Kraft noch so viel mehr, wie wir es bisher schon erlebt haben. Dass du uns jeden Tag zeigst, wie mächtig dass du bist und wie kraftvoll das unser Leben kann sein, wenn wir mit dir rechnen, wenn wir mit dir zusammenleben. Füll uns jetzt, Heiliger Geist. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt deine Hände so auftun und einfach erwarten und den Heiligen Geist bitten, dass er jetzt gerade kommt und dich füllt. Wir wollen ganz kurz ruhig werden und du kannst einfach in deinen eigenen Worten am Heiligen Geist sagen, dass du möchtest seine Kraft jetzt empfangen und noch mehr von ihm möchtest haben. Danke, Heiliger Geist. Wir wissen, dass du jetzt gerade ganz viele Herzen berührt hast und gefüllt hast. Und du uns einfach ausrüstest für das, was morgen kommt, was in dieser ganzen Woche auf uns zukommt. Du schenkst uns Kraft, du schenkst uns das, was wir brauchen. Amen. 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 Der Heilige Geist ist also unser Helfer. Und damit wir das nicht vergessen, haben wir hier ein Spiel für euch. Ihr braucht ein Tuch zum die Augen verbinden. Und dann noch jemand, der euer Helfer ist. Dann könnt ihr mit vielen Sachen, die ihr daheim habt, einen Hindernislauf aufstellen. Ihr könnt Stühle tun, Spielsachen, einen Tisch oder einen Böllen. Was ihr alles findet. Und dann könnt ihr alles so aufstellen, dass ihr drumherum, drüber, drunter laufen könnt. Und dann könnt ihr die Augen verbinden. Und dann kommt euer Helfer, nimmt euch an die Hand und führt euch durch die Hindernisse. Gerade so, wie der Heilige Geist uns hilft. Hey, das ist mega cool. Das hätte ich jetzt auch gerade Lust zu machen mit dir im Fall. Ja, komm, das machen wir nachher. Ist gut. Super, finde ich cool. Jetzt aber für die gerade nicht so gerne Spiele machen, haben wir hier noch einen Bastelvorschlag. Oder ein Ausmalbild. Und diese Sachen findet ihr wie immer im Link unter dem Video oder im Link unten in der Beschreibung vom YouTube-Video. Ja. Wir wünschen euch mega viel Spass beim Hindernislauf, beim Basteln oder beim Zeichnen. Vergesst nicht, uns unsere Quizantworten zu schicken. Schön, sind ihr heute dabei gewesen. Habt's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!